Eigentlich um die Frage der Betreibung, das ist auf jeden Fall zu erwarten, unter anderem um diese Frage der Betreibungen. Und die Betreibungen zur Erinnerung, da hat der Bundesrat vor 3 Wochen beschlossen, dass es einen Betreibungsstopp gibt. Dieser Betreibungsstopp, der dauert bis am 19. April. Die Frage ist, wird dieser Betreibungsstopp verlängert und auch gibt es andere Möglichkeiten, um eben allfällige Konkurse abzufedern, zu verhindern, hinauszuschieben. Der Bundesrat hat bereits gestern über die wesentlichen Entscheide des Bundesrats informiert. Sie erinnern sich, Sie haben es mitbekommen. Der Bundesrat hat einerseits beschlossen, die Maßnahmen gegen die Corona-Krise zu verlängern um 1 Woche bis zum 26. April. Auf der anderen Seite hat er aber auch Lockerungen angekündigt, gezielte Lockerungen, kleine Lockerungen, wahrscheinlich konkret hat er sich nicht geäußert. An der Sitzung vom 16. April, also heute in einer Woche, soll eine Strategie festgelegt werden und eben diskutiert werden, in welchem Rhythmus welche Lockerungen möglich sind. Die Diskussion ist, wo sind Lockerungen überhaupt möglich? Wahrscheinlich dort, wo es eben möglich ist, große Ansammlungen von Menschen zu verhindern. Die Diskussion wird sich drehen um Läden, die im Moment geschlossen sind, um die Frage, wie man die Mitarbeiter schützen kann, aber eben auch, wie man Kundinnen und Kunden schützen kann, was man da allenfalls lernen kann von jenen Läden, die bereits geöffnet sind. Natürlich wird auch eine Diskussion geführt um die Frage der Schulen. Auch hier hat sich der Bundesrat gestern nicht wirklich geäußert im Detail, aber Bundesrat Berse hat gesagt, dass die Schulen wohl nicht die letzte Institution sei, wo man die Maßnahmen lockern könnte. Das war gestern. Heute eben geht es um andere Fragen. Heute geht es um die Frage der Verschuldung, die Frage von Konkursen und da wird sich eben Justizministerin Karin Keller-Sutter drüber äußern. Und wenn ich in den Saal blicke, dann sehe ich, dass sie bereits Platz genommen hat auf ihrem Stuhl mit dem gebührenden Abstand hier auch von 2 Metern auf der linken Seite zu ihrem Amtschef, Bundesamtschef Martin Dummermuth, der ist der Chef des Bundesamts für Justiz und auf der anderen Seite Bundesratssprecher und Vizekanzler André Simonazzi, der in kürzester Zeit diese Medienkonferenz eröffnen wird. Madame la Conseillère fédérale, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue. Herr Direktor, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Pressekonferenz, wo es um die letzten Entscheide von gestern im Bundesrat geht. Ich gebe das Wort der Bundesrätin. Vielen Dank, Herr Vizekanzler, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen, dass Sie so früh hierher gefunden haben. Das ist ja eher ungewöhnlich, um diese Zeit eine Pressekonferenz anzusetzen. Wir haben ein bisschen gelacht. Schließlich muss man sich den Humor bewahren, auch in dieser Corona-Krise. Und wir haben dann gesagt, für die Medien ist das ja fast mitten in der Nacht. Aber ich hoffe, dass Sie alle hellwach sind. Auch wir haben uns bemüht, wach zu sein. Beschlüsse gefasst, meine sehr verehrten Damen und Herren, die für den Rechtsstaat zum einen und für die Volkswirtschaft zum anderen von zentraler Bedeutung sind. Ich möchte zuerst beginnen mit den Beschlüssen zum Justizbetrieb. Sie können sich erinnern, der Bundesrat hat am 20. März die über die Ostertage anstehenden ordentlichen Gerichtsferien vorgezogen und damit um 2 Wochen verlängert. Rückmeldungen der betroffenen Kreise haben gezeigt, dass diese Verschnaufpause, diese Atempause für die Justiz bereits gut genutzt wurde. Viele Gerichte haben Lösungen gefunden, um den Gerichtsbetrieb auch unter den erschwerten Bedingungen weiterzuführen. So machen neue Richterinnen und Richter wie auch Gerichtsschreiber Homeoffice. Verhandlungen werden teilweise per Video- oder Telefonkonferenz geführt und auch die Anwaltskanzleien haben sich entsprechend einrichten können. Wir können heute davon ausgehen, dass die Justiz ihren Kernauftrag unter den gegenwärtigen schwierigen Umständen erfüllen kann. Und das ist für den Rechtsstaat gerade in einer Krise zentral. Eine Verlängerung der Gerichtsferien über den 19. April hinaus erachtet der Bundesrat deshalb für nicht nötig.
Eine weitere Verlängerung würde auch dem Ziel, die Kernfunktion des Justizbetriebs aufrechtzuerhalten, widersprechen. Der Bundesrat will jedoch demnächst punktuelle Anpassungen im Verfahrensrecht verabschieden, im Speziellen im Zivilverfahren. Es geht da insbesondere um eine Regelung für den Einsatz von Videokonferenzen oder Telefonkonferenzen. Hier soll geprüft werden, wie sich das mit der Praxis jetzt vereinbaren lässt. Es gibt hier gewisse Unsicherheiten, die wir beseitigen möchten. Anpassungen soll es auch im Betreibungswesen geben, wo im Moment ein Fristenstillstand auch bis am 19. April gilt. Ein funktionierendes Betreibungswesen ist für die Wirtschaft zentral. Wenn Betreibungen über längere Zeit nicht vollstreckt werden können, sinkt auch die Zahlungsmoral. Schuldner begleichen ihre Rechnungen nicht mehr und das führt zu Liquiditätsproblemen und bringt das Wirtschaftssystem in Stocken. Das war bereits die Erfahrung 1914, als es einen 2-monatigen Fristenstillstand gab nach der Mobilmachung bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs, hat der Bundesrat damals einen 2-monatigen Fristenstillstand angeordnet. Und damals ist es wirklich zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des Wirtschaftslebens gekommen. Das möchte der Bundesrat vermeiden. Deshalb werden die Fristen im Betreibungswesen ab 20. April, wenn die ordentlichen Betreibungsferien zu Ende sind, nicht mehr stillstehen. Wie die Gerichte sollen auch die Betreibungs- und Konkursämter ihren Betrieb so weit wie möglich aufrechterhalten können. Wir möchten auch hier diesen Betrieb mit Erleichterungen unterstützen. Soweit zu den Gerichtsferien und zum Fristenstillstand im Betreibungswesen. Nun zu anderen Fragen wie beispielsweise der Insolvenz. Le Conseil fédéral a aussi examiné hier des mesures concernant le droit des sociétés et l'insolvabilité. Im Zusammenhang mit der Insolvenz und dem Gesellschaftsrecht. Es muss Instrumente geben, die die wirtschaftlichen Folgen dieser Krise abfedern. Prioritär ist dabei, die Unternehmen, vor allem die KMUs, zu schützen vor einem Konkurs, der vermieden werden kann. Und es gilt auch, die Arbeitsplätze zu sichern, die jetzt bedroht sind. Maßnahmen im Bereich des Gesellschaftsrechts und Insolvenzrechts diskutiert, um den volkswirtschaftlichen Schaden dieser Krise einzudämmen. Es geht im Kern darum, Unternehmen, insbesondere auch KMU, vor einem unnötigen Corona-bedingten Konkurs zu bewahren und damit Arbeitsplätze und auch Löhne zu sichern. Das Bundesamt für Justiz hat dazu letzte Woche eine öffentliche Konsultation zu möglichen Maßnahmen durchgeführt und trotz der kurzen Frist, es standen 48 Stunden zur Verfügung, sind gegen 100 Stellungnahmen eingetroffen. Beteiligt haben sich vor allem Wirtschaftskreise, die Banken, aber auch die Kantone, vorab die Fachdirektorenkonferenzen, also die Finanzdirektorenkonferenz, die Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz und auch die Justizdirektorenkonferenz. Ich möchte bei dieser Gelegenheit allen Beteiligten und auch Fachleuten, auch bei uns, die sehr viel gearbeitet haben und sich hier eingebracht haben, herzlich danken. Die Zahl der Rückmeldungen zeigt, dass die Vorschläge Fragen betreffen, die für die Schweizer Volkswirtschaft und damit für Arbeitgeber und Arbeitnehmende von großer Bedeutung sind. Daher wurde der grundsätzliche notrechtliche Handlungsbedarf im Gesellschafts- und Insolvenzrecht fast einstimmig bejaht. Der Bundesrat wird deshalb voraussichtlich am 16. April ein Paket mit solchen Maßnahmen verabschieden. Ich werde Ihnen also die Eckwerte vorstellen. Die Verordnung wird derzeit erarbeitet, ist in der Ämterkonsultation und wird am nächsten Donnerstag im Bundesrat voraussichtlich verabschiedet. Im Zentrum stehen zurzeit 2 Maßnahmen. Erstens geht es um eine befristete Regelung zum Kapitalschutz gemäß Obligationenrecht. Der Bundesrat hat hier Gesellschaften im Auge,
die per Ende 2019 finanziell gesund waren, deren Bilanz gesund war. Heute sind jedoch viele Unternehmen mit pandemiebedingten Liquiditätsengpässen und Wertverminderungen bei den Aktiven konfrontiert. Zudem ist weder das Ende der Krise noch deren Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf genau absehbar. Allein eine negative Prognose kann aber die Fortführung des Unternehmens bereits in Frage stellen. Denn sobald eine begründete Besorgnis einer Überschuldung besteht, so steht das heute im Obligationenrecht, muss der Verwaltungsrat zu sogenannten Liquidationswerten und damit zu deutlich tieferen Werten bilanzieren. Und in der Praxis führt das fast immer dazu, dass eine Gesellschaft sofort als konkursreif gilt. Das heißt also, der Verwaltungsrat muss die Bilanz deponieren. Unter normalen wirtschaftlichen Bedingungen ist das ein wichtiger Mechanismus zum Schutz der Gläubiger. In der aktuellen Situation führt es aber zum Untergang von Unternehmen, die überlebensfähig wären, wenn jetzt nicht diese Pandemie dazwischen gekommen wäre. Solche pandemiebedingten Konkurse will der Bundesrat verhindern, um an sich gesunde Unternehmen zu schützen und auch Arbeitsplätze zu sichern. Weil viele Unternehmen miteinander durch Liefer- und Kreditbeziehungen verbunden sind, kann dieser Mechanismus auch Kettenreaktionen auslösen. Die geplante notrechtliche Regelung soll daher auch zur Stabilisierung des Gesamtsystems beitragen. Konkret sollen Unternehmen bei drohender Überschuldung mit dem Deponieren der Bilanz daher zuwarten können. Dafür müssen aber zwei Voraussetzungen erfüllt sein. Zum einen muss Aussicht bestehen, dass eine Überschuldung nach der Corona-Krise behoben werden kann. Das muss entsprechend dargelegt und dokumentiert werden. Zum anderen soll diese Erleichterung nur bei finanziellen Schwierigkeiten gelten, die eine Folge dieser Corona-Krise sind. Ich habe es angetönt, es geht um Unternehmen, die gesund waren, deren Bilanz per Ende 2019 intakt war. Diese befristete Ausnahme von der Pflicht, die Bilanz zu deponieren, ist wichtig, weil das Deponieren der Bilanz, wie gesagt, praktisch immer zum sofortigen Konkurs einer Gesellschaft führt. Und heute ist der Verwaltungsrat auch verpflichtet. Er haftet auch persönlich, wenn er die Bilanz eben nicht deponiert. Und hier möchten wir eine gewisse Pflichtbefreiung erwirken. Die befristete Regelung gibt Unternehmen einen etwas längeren Prognosehorizont. Die zweite Maßnahme betrifft das Nachlassrecht im Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs und ist speziell auf KMU zugeschnitten. Für größere Unternehmen gibt es ja heute die sogenannte Nachlassstundung. Dieses Verfahren kommt zum Zug, wenn Aussicht auf Sanierung besteht und das Unternehmen einen provisorischen Sanierungsplan vorlegen kann. Gewährt der Richter die Nachlassstundung, erhält das Unternehmen Zeit, mit seinen Gläubigern eine Lösung zu finden und so einen Konkurs zu verhindern. Ihnen dürfte dieses Verfahren aus der damaligen Swissair-Zeit bekannt sein. Für die KMU ist dieses Verfahren aber wenig geeignet. Es ist relativ aufwendig und es ist teuer, weil eben hier ein provisorischer Sanierungsplan vorgelegt werden muss. Deshalb möchte der Bundesrat das Nachlassverfahren auf die Bedürfnisse von KMU zuschneiden. Und dazu sind einige wenige Änderungen nötig. Zusätzlich möchte der Bundesrat für kleinere Unternehmen und Einzelfirmen ein neues Gefäß schaffen, das es ihnen erlaubt, rasch und unbürokratisch eine befristete Stundung der fälligen Schulden zu erreichen. Die sogenannte Covid-19-Stundung ist so ausgestaltet, dass sie auch als Massenverfahren tauglich wäre. Auch mit diesem neuen Instrument verfolgt der Bundesrat das Ziel, dem Schuldner, der nur wegen der Corona-Pandemie in Not geraten ist, mehr Zeit zu geben, um sich zu reorganisieren und Sanierungsmaßnahmen zu treffen. Diese Covid-19-Stundung steht eben auch Kleinstunternehmen
und selbstständig Erwerbenden offen, die nicht im Handelsregister eingetragen sind. Die Wirkungen der Covid-19-Stundungen gehen aber weniger weit als die Wirkung der Nachlassstundungen. So sollen zum Beispiel Lohn- oder Unterhaltsforderungen nicht gestundet werden können. Auch hängige Prozesse sollen nicht sistiert werden. Bei der Covid-19-Stundung geht es allein darum, Unternehmen, die für die Zeit nach der Krise eine wirtschaftliche Perspektive haben, möglichst im Geschäftsleben zu halten. Um zu verhindern, dass Unternehmen leichtfertig von diesen neuen Instrumenten Gebrauch machen, werden nur Forderungen gestundet, die bis zum Zeitpunkt der Stundung fällig geworden sind. Und die Stundung wird zudem zwingend veröffentlicht. Das ist natürlich etwas unangenehm für ein Unternehmen, aber damit wird auch sichergestellt, dass es nicht leichtfertig zu solchen Stundungen kommen kann. Um zu verhindern, dass Unternehmen leichtfertig von diesem Instrument Gebrauch machen, sind also die entsprechenden Sicherungsmaßnahmen eingebaut. Wenn während der Stundung klar wird, dass ein Geschäft nicht gerettet werden kann, muss weiterhin der Konkurs angemeldet werden, um die Gläubiger zu schützen. Das wird trotz aller Unterstützungsmaßnahmen des Bundesrates wohl auch in vielen Fällen nicht zu vermeiden sein. Die vorgesehenen Anpassungen im OR und im ΣHKG runden die Maßnahmen ab, die der Bundesrat bereits beschlossen hat. Namentlich, wenn es darum geht, Unternehmen, vor allem KMUs, zu unterstützen bei Liquiditätsproblemen. Mit diesen neuen Maßnahmen erhalten sie Zeit in dieser außerordentlichen Zeit. Sie können ihre Tätigkeiten neu aufstellen und Sanierungsmaßnahmen ergreifen. Das Ziel ist klar. Die Betriebe sollen, wenn immer möglich, ihren Geschäftsbetrieb weiterführen können. Damit sollen die Wirtschaft stabilisiert und die Arbeitsplätze gesichert werden. Ein zentrales Ziel des Bundesrates ist es, Entlassungen und Konkurse so weit wie möglich zu vermeiden oder einzudämmen. Je vous remercie maintenant de votre Und jetzt attention. danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich danke Ihnen auch dafür, dass Sie uns in diesen letzten Wochen begleitet haben. Und ich hoffe, auch Sie werden sich etwas entspannen können an diesem Osterwochenende, das bevorsteht. Auf jeden Fall wünsche ich jetzt schon frohe Ostern, trotz allem. Und natürlich stehe ich jetzt zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten, zusammen mit dem Direktor des Bundesamtes für Justiz, Herr Dummermuth. Und dann ist auch noch der Spezialist für das entsprechende Recht hier im Saal. Er kennt wirklich jedes Detail. Vielen Dank und wir stehen zur Verfügung. Danke. Danke. Und jetzt die Fragen. Frau Vio, erste Frage. Merci. J'ai une question par rapport à ces nouveaux Instruments. Quand on voit le succès des crédits, quand on voit les montants aussi. Wenn wir sehen, um welche Beträge es hier geht, die Kredite, die die Unternehmen jetzt eingenommen haben, so denken wir, dass nicht alle dieser Kredite zurückzahlen können. Ich frage mich, ob das nicht eine sehr schwierige Situation ist. Also in solchen Krisenzeiten gibt es nie perfekte Lösungen. Wir versuchen wirklich, Konkurse zu vermeiden, die nicht dringend nötig sind. Wir versuchen den Unternehmen wirklich mehr Zeit zu geben, ihnen Luft zu geben, auch den Unabhängigen, den Selbstständigen, um zu vermeiden, dass es eben unnötige Konkurse gibt, die unter Normalbedingungen gar nie ein Thema gewesen wären. Wir haben Maßnahmen ergriffen, Sie haben das auch erwähnt, wir haben Maßnahmen ergriffen für die Kurzarbeit, wir haben Kredite zur Verfügung gestellt, aber wir können natürlich nicht alles verhindern. Aber wenn Sie sehen, dass es noch irgendwo Lücken gibt, dass es eine Möglichkeit gibt, die Selbstständigen zu unterstützen, dann wäre das sicher gut. Selbst wenn unsere Lösungen, unsere Maßnahmen nicht perfekt sind. Herr Vinzenz?
Bundesrätin, der Bundesrat hat gestern alle Maßnahmen gesundheitlicher Art verlängert noch einmal um eine Woche. Hier läuft diese Maßnahme jetzt am 19. April aus. Wäre dann so falsch daran gewesen, diesen Betreibungsstopp, also diese Schonfrist für die Unternehmen noch ein bisschen zu verlängern? Ja, sehen Sie, ich habe es ja ausgeführt, oder dieser Fristenstillstand im ΣHKG, das würde also einfach bedeuten, wenn man diesen weitergeführt hätte, dass es zu keinen Betreibungen mehr gekommen wäre. Und das ist einfach, ja, wenn man die Erfahrungen von 1914 heranzieht, ist das für das Wirtschaftssystem nicht förderlich, weil damals hat es sich gezeigt, dass eigentlich keine Schulden mehr beglichen wurden. Und das führt natürlich zu einer Kettenreaktion. Wenn Sie ein Unternehmen haben, das wiederum Schulden hat bei einem anderen Unternehmen, also A hat Schulden bei B und B bei C, und niemand mehr seine Schulden begleicht, kommt das auch zu Liquiditätsengpässen zusätzlich im Gesamtsystem. Und das hat sich nicht bewährt. Und es ist auch eine Frage der Zahlungsmoral, wenn Sie jetzt einen generellen Fristenstillstand machen. Sehen Sie, dem Bundesrat ist es ein Anliegen, dass der Rechtsstaat weiter funktioniert, auch in der Krise. Dort, wo das Recht angewendet werden kann, das Recht durchgesetzt werden kann, soll es, wenn immer, durchgesetzt werden. Wir haben jetzt punktuelle Anpassungen schlagen jetzt punktuelle Anpassungen vor, um dort einzuspringen, wo Konkurse von kleinen Unternehmen oder KMU verhindert werden können, von Unternehmen, das ist ja oder paradox, die absolut gesund waren, Ende Jahr. Und die jetzt einfach wegen dieser Corona-Krise in Liquiditätsengpässe geraten. Oder es ist ja fast etwas zynisch, dass wir Solidarbürgschaften gewähren und dann nachher aber dann sagen, ja gut, wenn Sie in Konkurs gehen, gehen Sie in Konkurs. Aber ein genereller Fristenstillstand schwächt die Zahlungsmoral und hat wirklich gravierende Auswirkungen auf den gesamten Wirtschaftskreislauf. Ich weiß nicht, ob Herr Dummermuth mich ergänzen kann oder allenfalls Herr Rütschi. Vielleicht ganz kurz zum System. Oder diese Maßnahme, die getroffen worden ist, das war eigentlich eine Sofortmaßnahme. Und die gilt flächendeckend für alle. Und diese Sofortmaßnahme sollte dazu dienen, auch dem Bundesrat gezielte Maßnahmen jetzt zu beschließen. Es ist quasi wie ein Wechsel von einer flächendeckenden Lösung hin zu einer gezielten Lösung für Unternehmen, die wirklich Corona-Probleme haben. Oder das Gesetz sehe beispielsweise auch eine Notstundung vor. Das ist heute im Gesetz vorgesehen für außerordentliche Verhältnisse, aber es wäre auch wiederum eine flächendeckende Lösung und deshalb hat man beschlossen, nicht flächendeckende Lösungen zu wählen, sondern gezielte Lösungen. Das ist wie ein Übergang von einer breiten Lösung hin zu gezielten Lösungen. Aber diejenigen, die betroffen sind, die können natürlich weiter jetzt diese neuen gezielten Instrumente in Anspruch nehmen. Ich darf vielleicht noch etwas ergänzen, das vielleicht noch interessant ist. Deutschland hat auch ähnliche Maßnahmen getroffen, UK auch, Spanien und Australien. Also es ist etwas, das auch in anderen Volkswirtschaften, auch wenn das Recht nicht jetzt 100% vergleichbar ist, wurden zum Schutz der KMU-Unternehmen Maßnahmen getroffen. Merci, Monsieur Gaffner. Vielen Dank, Herr Gaffner. Hierzu eine Anschlussfrage. Weshalb hat man denn diese Maßnahme überhaupt ergriffen, wenn man seit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges weiß, dass die Zahlungsmoral dann sofort einbricht? Das hätte man jetzt auch wissen sollen. Und Sie haben ja eine kurze Vernehmlassung durchgeführt, wenn ich das richtig gesehen habe, eine 3-tägige. Welche Rolle haben da die Kantone gespielt? Ich meine, die Steuerämter, nicht nur die sehr agilen Berner Steuerämter sind ja da jeweils zuvorderst, wenn sie betreiben müssen, können und dürfen. Welche Rolle haben da die Kantone gespielt, dass sie ihre Einnahmen sichern können via Betreibungsämter? Also ich glaube, der erste Teil oder die erste Frage, Herr Gaffner, scheint mir schon fast etwas beantwortet zu sein. Oder wir haben eine Sofortmaßnahme getroffen. Gemäß Artikel 62 ΣHKG haben wir ja den Fristenstillstand verlängert, respektive dort auch die Gerichtsferien vorgezogen.
Das war einmal eine Sofortmaßnahme, als wir in die Krise geraten sind und notrechtlich verschiedene auch Freiheitsbeschränkungen vornehmen mussten. Aber das ist natürlich nicht eine Maßnahme für die Ewigkeit. Oder das ÇKG sieht Möglichkeiten vor für Naturkatastrophen. In dieser Zeit hat es auch schon bei Hochwasser oder so einen Fristenstillstand gegeben für Betreibungen, weil ja selbstverständlich dann in einer Region diese Betreibungen nicht durchgeführt werden können. Aber es ist natürlich keine Lösung, wenn man pandemiebedingt einfach ad infinitum sozusagen einen Fristenstillstand hat und wenn die Gläubiger ihre Forderungen nicht mehr durchsetzen könnten. Herr Direktor Dummermuth hat das vorher ausgeführt. Oder ÇKG 62, das wäre einfach flächendeckend gewesen. Und der Bundesrat will, dass der Rechtsstaat funktioniert, will, dass auch in der Krise die Rechtsdurchsetzung funktioniert, möchte aber das, was er gemacht hat, zur Unterstützung der Wirtschaft, zur Sicherung der Arbeitsplätze, zur Sicherung der Löhne, mit den Notkrediten, mit den Kurzarbeitsentschädigungen und so weiter flankieren, mit gezielten Maßnahmen, wo man die KMU oder auch selbstständig Erwerbende entlasten kann, ihnen etwas eine Verschnaufpause geben kann. Oder es geht nicht um einen Schuldenerlass. Es geht nur darum, dass man nicht sofort in Konkurs gerät, wenn man jetzt wenn das Unternehmen eine gesunde Substanz hatte. Der zweite Punkt, ja, die Kantone, vielleicht können da die Herren vom Bundesamt für Justiz, die Vernehmlassungen ausgewertet haben, auch etwas dazu sagen. Ich habe gesagt, die Finanzdirektorenkonferenz war einbezogen, die Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz und die KKJPD, also dort sind die Betreibungsämter angesiedelt, weil das ist die Justizdirektorenkonferenz und der Handlungsbedarf wurde bejaht, ja sogar begrüßt. Ich glaube, dass die Motive nicht einfach die waren, die Sie jetzt erwähnt haben, dass man Geld eintreiben kann, sondern der Staat hat tatsächlich und aufrichtig ein Interesse daran, dass der Wirtschaftskreislauf auch funktioniert. Aber vielleicht zu den Kantonen, weiß nicht, Herr Rütsche hat, glaube ich, Auswertungen gemacht. Besten Dank. Ich möchte vielleicht auch noch 2, 3 andere Dinge präzisieren. Zuerst, es war von Anfang an klar, dass dieser Rechtsstillstand als dauerhafte Lösung nicht in Frage kommt. Wir haben es wurde ja gesagt, nicht mit einer Situation zu tun, die nach 2, 3 Wochen wieder verschwinden würde, sondern es ist hier ein unabsehbarer Zeithorizont mit der Möglichkeit, dass das längere Zeit eben in Kraft stehen muss. Und da war von Anfang an klar, der Rechtsstillstand ist, dass auch aufgrund der Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg keine geeignete Maßnahme, weil letztlich die Verpflichtungen einfach verlagert werden, aber das Problem wird nicht gelöst, sondern nur verschoben. Auch in der Literatur wird dieser Schritt des Bundesrates von 1914 als Kardinalfehler bezeichnet. Man ist da bewusst dann wieder zurückgekommen darauf. Jetzt Mitte März, als man sich überlegt hat, wie man da vorgehen würde, wollte man von Anfang an eigentlich mit gezielten Maßnahmen hantieren. Es wurde dann aber rasch klar, die Komplexität der Situation und auch die Unabsehbarkeit, in welche Richtung sich das entwickeln würde, ließ das einfach aus zeitlichen Gründen nicht zu. Es musste sehr rasch etwas geschehen und das war aufgrund eben der dargestellten Umstände nicht möglich. Und deshalb hat man gesagt, wir verlängern faktisch diese Betreibungs- und Gerichtsferien um etwas mehr als 2 Wochen. Das ist auch ein Zustand, da sind sich alle Beteiligten, die Behörden und die Rechtsunterworfenen daran gewohnt, wenn man einfach diese Gerichtsferien verlängert. Aber es wurde von Anfang an auch kommuniziert, dass vorgesehen war, mit dem Ende der Gerichtsferien dann spezifische Maßnahmen ergreifen zu können. In der Vernehmlassung, es wurde auch gesagt, wir haben fast 100 Rückmeldungen bekommen. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir eine einzige, die gesagt hat, man soll den Rechtsstillstand verlängern. Alle anderen, und das habe ich fast noch nie erlebt, in zahlreichen Vernehmlassungen, die ich in den letzten Jahren begleitet habe, waren einstimmig der Ansicht, der Rechtsstillstand ist kein Mittel,
um das Problem hier tatsächlich zu lösen. Es würde zwar für die Schuldner natürlich das Problem kurzfristig beheben, auch für die Betreibungsämter und vielleicht auch für die Gerichte wäre die Welt ein bisschen einfacher, wenn man einfach zumachen kann. Aber für die Gläubiger und damit auch für den Wirtschaftskreislauf wären die Maßnahmen derart gravierend, dass das eben keine Lösung sein kann. Und deshalb haben wir, wie das von Anfang an vorgesehen ist, war zuerst diesen Rechtsstand auch genutzt, um die Abklärungen zu treffen, um über Maßnahmen zu diskutieren, um diese Konsultation durchzuführen, um den Betreibungsämtern auch Möglichkeiten zu geben, Maßnahmen zu ergreifen, Glasscheiben zu installieren etc. Und für die betroffenen Schuldner eben auch mal eine Situationsanalyse durchzuführen, im vollen Bewusstsein, dass es dann mittelfristig dazu kommen wird, dass man die Rechnungen wieder bezahlen muss. Nur ein Beispiel, ein ganz großer Wirtschaftsverband hat kurz nach Erlass des Rechtsstandes an seine Mitglieder geschrieben, man müsse jetzt die Rechnungen einfach nicht mehr bezahlen. Und das ist genau das, was man eben vermeiden wollte. Und das zeigt, dass da der Reflex relativ rasch da ist, wenn man nicht mehr bezahlen muss, das nicht mehr vollstreckbar ist, dass dann auch nichts mehr geschuldet ist und man einfach sich die Rechnungen in den Papierkorb werfen kann. Und genau das darf eben nicht passieren. Vielen Dank. Wir nehmen eine Frage am Telefon. Frau Rehn von der NZZ. Frau Rehn, bitteschön. Ich wollte fragen, ob Verhandlungen per Video oder Telefon mit dem Grundsatz der Justizöffentlichkeit vereinbar sind. Also können sich da interessierte Personen dann einfach in die Konferenz einschalten? Ja, Frau Rehn, ich beantworte die Frage gerne. Es geht ja hier um Zivilverfahren, nicht um Strafverfahren. Vielen Dank. Nächste Frage. Monsieur Zahler. Wir wissen, dass mehrere Zehntausende Unternehmen von diesen Überbrückungskredite aufgenommen haben. Hat man auch schon eine Schätzung, wie viele von diesen Unternehmen prozentual, wie viele, dass sie einen Konkurs riskieren würden, wenn solche Maßnahmen nicht ergriffen werden? Ja, diese Frage oder diese Schätzfragen, die kommen ja jetzt sehr gerne in diesen Zeiten. Es ist sehr schwierig, diese zu beantworten. Was ich sagen kann, ist, dass die Covid-Darlehen, obwohl das bilanziertes Fremdkapital ist, diese Covid-Darlehen, die sind bei der Prüfung der Überschuldung ausgenommen. Aber sie können trotzdem natürlich in eine Überschuldungssituation kommen. Und es ist relativ schwierig, heute eine Prognose zu stellen. Mein Kollege Bundesrat Parmelin hat ja gestern über die Wirtschaftsaussichten hier berichtet, über die verschiedenen Szenarien, über den Rückgang der Wirtschaftsleistung, über den Anstieg der Arbeitslosigkeit, auch in verschiedenen Szenarien. Per Ende April wird ja das SECO hier Berechnungen vorlegen. Aber wir müssen einfach davon ausgehen, dass etliche Unternehmen trotz Darlehen vielleicht in Liquiditätsengpässe geraten, in eine Überschuldung geraten. Oder was man vielleicht auch etwas ausblendet in der Schweiz, ist, dass die Situation, die wir heute haben und die wir wirtschaftlich haben und wie sie jetzt vorhergesagt wird, was eintreffen könnte in diesen Szenarien, hier ist 50% etwa der Situation im Ausland geschuldet, weil die Schweiz derart exportorientiert ist, international so verflochten ist in den Handelsströmen. Und wenn natürlich die wichtigsten Handelspartner beeinträchtigt sind, dann könnten sie jetzt noch sozusagen in einem Kokon sein in der Schweiz, sie hätten trotzdem noch Probleme. Und ich gebe Ihnen das Beispiel der Automobilindustrie in Deutschland. Die Bänder stehen still. Wir haben viele Zulieferbetriebe. Oder es gibt Betriebe, die mir gesagt haben, sie müssen Kurzarbeit anmelden, nicht weil sie keine Arbeit haben, aber weil die Lieferkette gestoppt ist, weil sie das Material nicht bekommen, weil sie nicht weiterarbeiten können. Und deshalb ist es sehr schwierig. Es wird davon abhängen, wie lange es geht, nicht nur in der Schweiz, sondern auch international, und wie schnell es gelingt, wieder hier Tritt zu fassen. Oder die Absicht des Bundesrates ist einfach, so viel wie möglich abzufedern, zu unterstützen
und die Schäden so gering wie möglich zu halten für die Menschen in diesem Land, weil Arbeit heißt Existenz und wir müssen die Arbeitsplätze wo immer möglich erhalten. Madame da Silva. Wenn jetzt geprüft werden muss, welcher Konkurs Corona-bedingt ist und welcher nicht, dann ist das wahrscheinlich sehr personalaufwendig. Wer soll das stemmen? Also wir haben bewusst ein Verfahren eben vorgesehen, das wie auch bei den Covid-Darlehen unbürokratisch und schnell ist. Herr Rütschi kann vielleicht etwas sagen. Er hat den Verordnungsentwurf geschrieben. Natürlich muss das auch etwas, ich sage, massentauglich sein, ein Massenverfahren sein, das relativ unbürokratisch gestemmt werden kann. Ich habe eingangs gesagt, dass es auch Bedingungen gibt, Eckwerte gibt, wie beispielsweise die Publikation der Stundung, das ist unangenehm, die auch verhindern sollen, dass es missbräuchlich zu Stundung kommt. Aber vielleicht, Herr Rütschi, können Sie etwas zur Abwicklung sagen. Ja, besten Dank. Die Frage der Kausalität, also der Ursächlichkeit der Krise auf die Finanzsituation der Unternehmen hat uns intensiv beschäftigt. Viele Unternehmen sind möglicherweise auch nicht in der Lage, jetzt eine sichere Buchhaltung vorlegen zu können. Und es wurde auch gesagt, für die Behörden, vor allem für das Nachlassgericht, wäre es dann sehr aufwendig, hier die Prüfung vorzunehmen und auch zu beurteilen, ob das wirklich aufgrund der Krise bedingt ist. Wir haben deshalb uns entschieden für eine Lösung, die formal anknüpft an die Zahlen Ende 2019. Da sind ja die Unternehmen verpflichtet, eine Bilanz und eine Erfolgsrechnung zu führen und zu haben. Und man geht einfach davon aus, dass wenn Ende 2019 keine Überschuldung vorgelegen hat, dass dann in den allermeisten Fällen, und das wird dann schematisiert behandelt, also werden alle gleich behandelt, die Überschuldung oder die Finanzprobleme aufgrund der Krise verursacht worden sind. Und das lässt sich natürlich von einem Gericht relativ rasch überprüfen, ohne da in die Details zu gehen und auch finanztechnische und prognosetechnische Diskussionen führen zu müssen. Wenn ich ergänzen darf, oder in Abweichung von 725 Absatz 2 OR muss der Verwaltungsrat dokumentieren. Er muss schon aufzeigen, dass die Finanzlage des Unternehmens gesund war. Monsieur Kocher. Oui, pourquoi n'annoncez-vous rien pour warum les gibt es particuliers? keine Maßnahmen für Private, keine Abfederung, für einzelne Personen, Abfederung bei den Betreibungen? Ja, ich habe versucht zu erklären, der Bundesrat hat verzichtet auf einen kompletten Stillstand der Betreibungen und Konkursverfahren, denn das hätte schwerwiegende Folgen für das Wirtschaftsleben, denn auch in einer Krise muss der Rechtsstaat bestehen bleiben. Sie müssen Ihre Verträge erfüllen. Wenn Sie Telefonrechnungen haben, was weiß ich, Zeitungsabonnemente, können Sie nicht einfach sagen, tja, jetzt zahle ich nicht mehr. Herr Rütsche hat das vorhin gesagt. Dieser Dachverband, dieser Wirtschaftsverband, der seinen Mitgliedern empfohlen hat, keine Rechnungen mehr zu zahlen, so geht das nicht. Das hätte schwerwiegende Folgen auf den Wirtschaftskreislauf dieses Landes. Denn die Krise wird irgendwann vorbeigehen. Es geht hier nicht um eine Krise, die jahrelang bestehen wird. Wahrscheinlich Wochen, Monate, man weiß es nicht genau. Aber es muss ganz klar das Signal ausgesendet werden, dass der Rechtsstaat weiter funktionieren muss, dass Verträge eingehalten werden müssen, dass Rechnungen bezahlt werden müssen, dass Recht durchgesetzt wird. Das ist wesentlich für das Wirtschaftsleben, sonst haben Sie irgendwann Liquiditätsprobleme. Wenn jetzt zum Beispiel Ihr Verlagshaus kein Geld mehr bekommt von den Zeitungsabonnenten, dann werden keine Löhne mehr bezahlt und so weiter. Und im Moment,
hoffen wir, dass die Arbeitslosigkeit nicht weiter zunimmt. Aber die Menschen haben jetzt doch immerhin eine Entschädigung über die Kurzarbeit. Dann gibt es auch viele Unternehmen, die 20% ergänzen. Dann gibt es Leute, die arbeitslos geworden sind und die bekommen eben Arbeitslosenentschädigungen. Das heißt, die Privaten bekommen auch Geld, die haben auch Geld zur Verfügung. Und da müssen Rechnungen bezahlt werden. Das ist die wesentliche Botschaft des Bundesrates. Ganz kurz, oder? Es geht hier eigentlich um Konkurse und Konkurs ist primär ein Instrument für Unternehmen. Es läuft zwar gegenwärtig eine Vorlage, die auch die Privatkonkurse anschaut, aber hier geht es primär um die Verhinderung von Konkursen und da sind natürlich schon in erster Linie die Unternehmen betroffen. Man will verhindern, dass funktionierende Unternehmen jetzt nur aus diesen außerordentlichen Gründen quasi zerstört werden. Monsieur Gaffner. Ich habe noch eine Frage nach den Corona-Bußen. Sie haben ja mit der entsprechenden Verordnung den Kantonen die Grundlage geschaffen, solche Bußen notfalls zu erheben, sogar Strafverfahren einzuleiten. Jetzt gibt es namhafte Professoren wie Professor Nickle, die sagen, es brauche da eine gesetzliche Grundlage, die fehle, also Bußen bräuchten Gesetze, hat er, glaube ich, im Blick gesagt. Diese Bußen seien eigentlich ohne die gesetzliche Grundlage widersprechen der Verfassung, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt, ich als Nicht-Jurist, wer hat jetzt Recht? Wie sieht das aus? Herr Gaffner, ich bin auch nicht Juristin, aber ich komme zu einem anderen Schluss. Gestützt auf das Notrecht, Artikel 185 Bundesverfassung, hat der Bundesrat diese Möglichkeit. Aber wir fragen einen Juristen. Ja, also die Aussage von Herrn Nickl ist falsch. Oder der Witz der Notverordnung ist ja gerade, dass man in außerordentlichen Fällen Verordnungsrecht erlassen kann, das rechtlich die Qualität von Gesetzesrecht hat. All das ist befristet, nur unter bestimmten Voraussetzungen. Auch die Überführung dann ins ordentliche Recht ist geregelt. Aber das ist ja gerade der Witz, wenn man hier überhaupt von Witz sprechen kann, einer Notverordnung. Die ersetzt die gesetzliche Grundlage. Monsieur Vinzenz. Noch eine Frage zur Präzisierung. Frau Bundesrätin Keller-Sutter, Sie haben gesagt, eben, man geht jetzt quasi dazu über, dass man die Unternehmen unterstützen will, die wirklich wegen der Corona-Krise drohen, in Konkurs zu geraten. Und man wolle möglichst viel für sie tun, aber das heißt auch, es wird trotzdem geschehen, dass es Konkurse wegen der Corona-Krise gibt von eigentlich gesunden Unternehmen, trotz der bundesrätlichen Maßnahmen. Ja, das wird nicht zu vermeiden sein, oder? Das wird aufgrund aller Instrumente, also wir haben ja viele Instrumente jetzt ergriffen in diese Krisenpolitik des Bundesrates, sieht ja eben Verschiedenes vor. Ich habe es gesagt, die Arbeitslosenversicherung, die Erwerbsersatzordnung, diese Covid-Darlehen und jetzt auch noch hier im OR und im ÖKG diese Maßnahmen. Wir werden nicht alles verhindern können, das ist dem Bundesrat klar. Aber dort, wo wir sehen, dass wir etwas tun können, etwas beitragen können, dass vielleicht verhindert wird, dass eben wirtschaftliche Substanz in diesem Land vernichtet wird aufgrund dieser Krise, wollen wir es tun. Merci, Attila. Monsieur Geiser. Ich habe meine Frage geht ein bisschen weiter noch. Einen Fristenstillstand, der gilt meines Wissens auch für die politischen Rechte im Moment. Können Sie ein bisschen vorausschauen, sagen, wann dieser Fristenstillstand auch diskutiert werden wird im Bundesrat? Ja, wann wird das sicher diskutieren müssen. Also es geht ja um die Behandlung von Volksinitiativen, es geht aber auch um die Unterschriftensammlungen. Wir werden das sicher wieder aufnehmen, sobald etwas absehbar ist, ob sich die Lage beruhigt. Aber die Notverordnungen sind in jedem Fall nur 6 Monate gültig, oder? Man müsste sie dann entweder in ordentliches Recht überführen oder wieder aussteigen oder abändern vorzeitig. Aber es ist natürlich im Interesse des Bundesrates, dass wir auch in ein normales Politleben zurückkehren. Oder es ist
persönlich, ich habe einmal eine Liste angeschaut. Ich glaube, ich habe etwa 20 Vorlagen, die Parlament und Kommission hängig sind, nichts mit Corona zu tun haben. Und wir müssen ja, und wir versuchen das ja auch im Bundesrat, auch Vorlagen zu bearbeiten, die nicht Corona-bedingt sind, noch sozusagen eine gewisse Normalität zu leben. Aber hier ist es auch zum Schutz, denke ich, der Demokratie, und der direkten Demokratie, dass man diesen Fristenstillstand geschaffen hat, weil eben Unterschriftensammlungen nicht möglich sind oder beispielsweise Konzernverantwortungsinitiative, das ist jetzt ein Geschäft in meinem Departement, oder da hätte es dann einfach keine Abstimmungsempfehlung geben können, nur weil da die Ratsbüros entschieden haben, die Session vorzeitig zu unterbrechen. Und das ist dann ja auch vielleicht nicht unbedingt im Sinn des Erfinders und politisch gewollt. Ich weiß nicht, Herr Dummermuth, ob Sie ergänzen möchten. Nein, vielen Dank. Da Silva. Ist denn schon klar, wie und wo diese Covid-Stundungen von Unternehmen publiziert werden sollen? Ja, also das wird, wenn ich davon ausgehe, dass der Bundesrat nächste Woche entscheidet, am 16. April, werden wir das wahrscheinlich voraussichtlich etwa am 20. April oder so in Kraft setzen, oder, Herr Rötschi? Das ist, glaube ich, angedacht. Entschuldigung, meine Frage war, um Missbräuche zu verhindern, möchten Sie ja die Stundungen von den Unternehmen publizieren. Meine Frage ist, wo wird diese Publikation stattfinden? Also die Betreibungs- und Konkursämter nehmen diese Publikation jeweils im Amtsblatt vor, der jeweiligen Kantone. Y a-t-il encore une question? Sind noch weitere Fragen? Monsieur Gaffner? Herr Gaffner? Entschuldigung, ja, ich wollte noch ein bisschen allgemein fragen nach der gestrigen Bundesrats-Medienkonferenz. Wie sieht das eigentlich im Justizdepartement aus? Haben Sie da viele Anfragen, weil es ja immer auch Ungerechtigkeiten gibt, wenn man per Notrecht eingreift? Also ich denke da an die Läden bis hin zum Familienbetrieb, der jetzt geschlossen halten muss und der sich vielleicht benachteiligt fühlt gegenüber einem anderen, der offen haben darf. Haben Sie da viele Anfragen und Wünsche? Und wie wollen Sie diese, sagen wir mal, Ungerechtigkeiten, die automatisch nachher entstehen, beheben bei diesem Ausstieg? Haben Sie da eine Vorstellung oder wird letztlich erst ein Befreiungsschlag gelingen, wenn es die Gesundheitssituation zulässt, dass man eben wieder ganz normal fahren kann, auch wirtschaftlich? Ja, Herr Gaffner, also ich muss sagen, der Bundesrat insgesamt und ich denke, die einzelnen Departemente, wir bekommen sehr viel Briefe, sehr viel Post. Natürlich von verschiedenen Interessenorganisationen oder Kreisen, die vielleicht auch noch Unterstützung brauchen, insbesondere finanzielle Unterstützung. Aber ich muss Ihnen sagen, insgesamt ist die Akzeptanz der Maßnahmen, die der Bundesrat getroffen hat, ist sehr hoch. Es ist wirklich auch in den Schreiben, die wir erhalten, ist immer ein Dank enthalten für die Arbeit des Bundesrates, Verständnis enthalten dafür, dass man diese Maßnahmen treffen musste. Aber dann gibt es natürlich verschiedene Branchen, die haben Wünsche oder die vielleicht auch noch Kredite hätten oder gerne hätten. Wir haben ja über die Kinderbetreuung schon gesprochen und so. Es ist ein offenes Geheimnis, dass dort selbstverständlich auch Wünsche vorhanden sind. Das ist klar. Also wir bekommen sehr viele solche Anfragen. Aber was ich überblicken kann, persönlich muss ich sagen, viel weniger als sonst einfach einzelfallbezogen oder auf sich bezogen. Das ist interessant. Das Verständnis, dass es jetzt die Solidarität braucht und dass wir in gesamthaft einfach im gleichen Boot sitzen und miteinander da durch müssen, das ist sehr hoch. Dann oder beim Ausstieg, ich glaube, Bundesrat Berset hat das gestern gesagt, oder wir werden nächste Woche ein Konzept beraten über diesen etappenweisen Ausstieg und er hat ja auch angetönt, dass sicherlich die Maßnahmen erst am Schluss zurückgenommen werden können, wo es um Veranstaltungen oder Ereignisse geht, wo sich viele Personen treffen. Also Sie können nicht davon ausgehen, dass dann praktisch am 27. April ein Konzert im Hallenstadion mit mehreren tausend Personen möglich sein wird. Man muss schauen, wo ist es möglich, Schutzkonzepte zu machen.
wo gibt es vielleicht wenig Menschen, die aufeinandertreffen, wo man Lockerungen machen kann und wo sind die Risiken noch zu groß, dass es zu einem Wiederaufflackern kommt der Pandemie, weil das wäre ja das Schlimmste, oder wenn man dann lockert und dann sagen muss, oh ja, jetzt haben wir einen Fehler gemacht, man muss es zurücknehmen. Das ist, Sie wissen das ist für die Motivation schlecht, aber wichtig ist, dass der Bundesrat in diese Normalität zurück will. Er will so schnell wie möglich zurück, aber er muss auch die gesundheitlichen Folgen beachten. Wir haben alle Maßnahmen getroffen, um die Gesundheit der Menschen in diesem Land zu schützen. Und wir werden das auch weiterhin tun, selbstverständlich mit Augenmaß und versuchen, einen Ausgleich zu finden, auch mit den Schäden, die für Einzelne verursacht werden können oder für die gesamte Wirtschaft. Merci, Monsieur Zala. Heute Morgen haben wir ja von Zivil- und Verwaltungsverfahren geredet. Können Sie vielleicht uns noch einmal sagen, wie der Standpunkt ist bei dem Strafverfahren? Auch dort gibt es Prozesse, die vielleicht langsam verjährt werden. Also ich denke vor allem an das FIFA-Prozess. Können Sie uns dort den Standpunkt noch erläutern? Ja, ich sage gerne etwas. Oder im Strafverfahren gibt es ja auch keine Gerichtsferien. Also was ich heute gesagt habe, haben Sie zu Recht bemerkt, bezieht sich nur auf die Zivilverfahren. Die Verjährungsfristen im Strafverfahren sind unterschiedlich lang, glaube ich etwa zwischen 3 und 30 Jahren, wenn ich mich recht erinnere. Oder man muss jetzt hier schon sagen, wenn man jetzt kommt und sagt, ein Tatbestand verjährt jetzt nur wegen ein paar weniger Wochen oder vielleicht Monate, dann ist das etwas eigenartig. Also ich sage nicht, das kann nicht passieren. Aber in der Regel ist dann im Verfahren wahrscheinlich vorher, etwas salopp gesagt, schon etwas schiefgelaufen. Also der Bundesrat möchte auf jeden Fall nicht in die Verjährungsfristen hier eingreifen beim Strafverfahren. Ich glaube, wir haben das schon bei unserem ersten Entscheid, als wir die Gerichtsferien vorgezogen haben, klar gemacht. Y a-t-il encore des questions? Ça n'est plus le cas, Sind donc noch je vous weitere propose de conclure Fragen? ici. Je vous remercie. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Und dann beende ich hiermit diese Pressekonferenz und Das war wünsche Ihnen einen die schönen Tag. Pressekonferenz, die Medienkonferenz von Justizministerin Karin Keller-Sutter. Vielleicht die 2, 3 wichtigsten Punkte. Das erste, ein Betreibungsstopp. Den gab es oder den gibt es bis zum 19. April. Der Bundesrat hat entschieden, diesen Betreibungsstopp nicht zu verlängern. Karin Keller-Sutter hat das damit begründet, dass man schlechte Erfahrungen gemacht habe mit einem langen Betreibungsstopp. Sie musste da aufs Jahr 1914, auf den Beginn des Ersten Weltkriegs zurückgreifen. Da gab es einen 2-monatigen Betreibungsstopp und es habe sich damals gezeigt, dass das sich schlecht auf die Zahlungsmoral auswirkt und deshalb sei es wichtig, dass ein normales, reguläres Betreibungsregime weitergeführt werden könne nach dem 19. April. Auf der anderen Seite hat Justizministerin Karin Keller-Sutter Maßnahmen angekündigt, noch nicht im Detail, die müssen am 16. April, also in einer Woche noch bestätigt werden, aber Maßnahmen angekündigt, die verhindern sollen, die helfen sollen, dass es nicht zu unnötigen Konkursen kommt und damit auch nicht zu einem Verlust von Arbeitsplätzen. Es geht hier vor allem um Firmen, die per Ende 2019 gesund waren und die jetzt in Schwierigkeiten kommen wegen der Corona-Krise. Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, die geprüft werden. Unter anderem soll es möglich werden, dass man eine Konkursmeldung, die allenfalls nötig wird, hinausschieben kann. Dann, wenn die Hoffnung besteht, dass nach dieser Corona-Krise sich dieses Unternehmen wieder erholt. Wie gesagt, die Details sind noch nicht bekannt und die werden dann auch noch weitere Maßnahmen werden am nächsten Donnerstag festgelegt vom Bundesrat. Karin Keller-Sutter hat gesagt, es gibt in einer solchen Krise keine Patentlösung, keine Ideallösung. Man möchte unnötige Konkurse verhindern, man möchte die Vernichtung von Arbeitsplätzen im Zusammenhang mit dieser Krise verhindern, aber letztlich werde es auch nicht möglich sein, alles zu verhindern, alle Konkurse zu verhindern, auch nicht bei Unternehmen, die eigentlich vor dieser Krise gesund waren. Weitere Hintergründe, Informationen zu dieser Pressekonferenz und natürlich zu anderen Themen und auch Themen im Zusammenhang mit der Corona-Krise sehen Sie in unseren Nachrichtensendungen in der Tagesschau und dann abends auch in 10 vor 10. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag.
grosses Dankeschön an alle unsere Mitarbeitenden, unsere Lieferanten und unsere Kunden für ihren unermüdlichen Einsatz, ihre Unterstützung und ihr Vertrauen in dieser schwierigen Zeit. Die Schweiz hebt zusammen. Gemeinsam schaffen wir das.